Unschuldiges Pfeifen. Ich konnte süße grinsen, da konnte ich nicht pfeifen. Den Pfeifen. Ich hab mich gesüttelt. Wir probieren mal während dem Grinsen zu pfeifen. Halt mal. Herzlich willkommen bei der No Shave November Episode von Infight. Und ja, wir haben voll gepackt. Und das hast du erzählt mal, fang mal an, was mal. Ganz viel Boas und noch ein bisschen Schnorres, du. Und natürlich haben wir ein Spiel. Und zwar das hier Lego Marvel Super Heroes. Klingt richtig heroisch. Voilà, und dann kommen wir rüber bei Top 10 List. Und du gehst guck mal auf Facebook vorgestellt, ein Top 10 Indie Games zu machen. Und ja, wir haben das noch gemacht, aber natürlich mit Eisen Top 10. Von daher nicht flammen, einfach brav sein. Voilà. Und dann machen wir noch etwas Spezielles, und zwar einen neuen Contenu an der Sendung. Aber was das sieht ihr mich spät, wenn so weit ist. Ich will nicht zu viel verraten. Voilà, von daher kommen wir bei Lego Marvel Heroes und viel Spaß beim Video. Lego Marvel Super Heroes ist von TT Games entwickelt gehen und ist eine Mischung aus Lego und dem Marvel-Universum. Das ist nicht das erste Lego-Spiel, aber seit dem ersten Spiel, das schon 8 Jahre rauskam, hat sich ganz viel verändert. Die Lego-Spieler haben einen eigenen Humor, wie zum Beispiel ein Hulk, den man einen kleinen Schöpfer beichte Boden nutzt. Man bleibt nicht immer dabei, mit einem spezifischen Marvel-Humor, wie dem Tony Stark seine klassische Art und Weise, die natürlich auch im Spiel enthalten. Die zwei Fakten harmonisieren gut miteinander und bringen ein ganz angenehmes Atmosphäre ins Spiel. Direktor Fury, Reed Richards ist hier. Mr. Fantastic persönlich gibt's. An der Story geht es darum, dass die Galactus Hunger hat und dem Silver Surfer die Aufgabe gibt, für auf sich noch essen zu gehen. Den Dr. Doom hat sich aber dafür entschieden, den Surfer während seiner Aufgabe aufzuschießen, wodurch das Surfbrett an lauter Sticker gesprengt wurde, die jetzt auf der Welt verteilt sind. Anschließend kriegen die Avengers, Fantastic Four und X-Men die Aufgabe, die Sticker zu beschaffen, bevor den Dr. Doom sein Doom Ray of Doom dummer versorgen kann. Das Spiel ist auch zu zwei spielbar. Auch wenn den dynamischen Splitscreen ungewinnt ist, mir das ganz bisschen wie speziell möchte. Außerdem hat er noch ein Open World Manhattan, wo ein Tonnes Side-Missions hat, mit Gefährer rundherum fahren kann und einfach ein Objekt ja machen kann. Das Welt kann ihn dann noch mit gut über 100 Charakteren entdecken. Maja, ich will noch eine Meinung zu dem Spiel. Und zwar, ich bin ein mega Lego-Fan von, wo ich so kleine Lover schon war, habe ich beim Lego gespielt. Und wo die Lego-Videospiele rausgekommen sind, war ich immer dick fasziniert. Ich schon auch auf Steam alte Star Wars Lego-Spieler und Harry Potter Lego-Spieler. Eine Ringe muss man zwar noch kaufen. Aber Marvel Edition von Lego-Dingen, also eben, war ich ultra froh, wo es angekündigt war, weil es eben ultra rau war. Und ich bin wirklich froh, dass ich mir noch kaufe, weil es wirklich überzeugt und schon über 100 Charaktere, das kann ich überall nicht leben und relativ auch ein bisschen Open World Deal und so, das ist etwas über krass Cooles und ich hoffe, der hat durch als Video noch einen kleinen Anblick gut und ja. Da kommen wir dann auch bei Top 10 List, Top 10 Indie Games und ja, das Sascha, der fängt da Nummer 10 an und ich werde das erklären, was da so läuft. Eis Nummer 10 ist The Binding of Isaac. Eine Story basiert am Fong auf einer biblischen Erzählung, und zwar Opferung Isaacs. Und zwar geht es halt darum, so die Mom kriegt von Gott gesagt, du musst den Isaac killen, weil den ist halt böse und so. Das heißt, den Isaac lebt fort, das ist ein kleiner Bau so miep. Und den geht dann in den Teppich gucken, hast du einen Fall dir, und geht dran. Und ganz Spiel also am Fong innerhalb vom Haus, das ist quasi so ein riesigen Dungeon unter dem Haus, weil er an das Anfang so extrem spezielle Comic-Stil, so die verschiedenen Waffen nennen ich mal, so verschiedene Skills, wie man ihn angreift,
an do an Geheimnisse an Endbosse an total freaky an alles du wennst Platz 10. Op der Nummer Ning Hummer Plants vs Zombies. Ja, was soll ich denn erzählen? Der Plot ist ganz simpel. Zwar greift ein Zombie-Horde dein Gärtchen im Haus oder auch für im Haus und ja, das müssen wir also bei einem Zombie-Apokalypse stellen in die Fonds ab und möchten das an dem Spiel möchten das dann mal pflanzen. Ja, dann kann ich Blimmischer setzen, Sonnenblimmischer, die sammeln da Sonnenenergie und so und dann kriegt ihr am Laufe des Spiels da ganz viele andere Pflanzen, die zum Beispiel scheißen oder Kieschen, die explodieren und so weiter, so viel. Oder Eispflanzen, die dann so Frostbulle scheißen. Ja, aber das kann ich am Laufe des Spiels aber weiter feiern. Ich habe das Spiel immer früher in der Schule gespielt, es hat extrem viel Spaß gemacht an Loven 200 gekündigt gouf, beziehungsweise schon raus ist. War ich extrem froh und den werde ich sicher auch noch spielen. Von daher eine gute Nummer 9. Op der Nummer 8 haben wir ein ganz spezielles Spiel, und zwar Little Inferno. Und Little Inferno war das Ziel vom Spiel, verbrennen Sachen. Feuer ist cool, alles Nerven verbrennt. Und eine Kamein ist da. Und dann hört ihr einfach zu Kamein an einen Katalog, wo ihr Sachen kann bestellen kann. Und dann bestellen den, kommen die und da kannst du einfach verbrennen. Und geht am Anfang darum, dass du Kombinationen rausfindest, also Kombo rausfindest. Von verschiedenen Items, wie zum Beispiel Bauklötze, mit einem Auto, was die zusammen verbrennt, kriegst du am Katalog etwas Neues freigeschaltet und dann kannst du extrem viel Kombo machen und dann geht das immer mehr. Und außerdem hast du auch ein bisschen für ganz kleine Story an drunter zu holen, auch noch Leute, die da so Briefe schreiben wie «Oh, schon heute auch etwas verbrannt, das fand ich cool». Und dann kriegst du die Briefform und da ist was musst du kannst du Briefe nerven oder verbrannt sind. Und ja, ganz extrem spezielles Spiel. Von daher aber extrem interessant auch noch. Von daher auch noch weil ein ziemlich gut Platz Nummer 8. Number 7 ist Mark of the Ninja. Voilà, wie du nun schon seht, das ist ein Ninja-Spiel. Aber ohne die ganzen Naruto an Rasengan an Ziepsils und so. Das ist mehr so ein 2D. Side-Scrolling, Comic, Ninja, Action, Game, nenne ich mal. Das heißt, kann sich so Ninja-artig bewegen, das ist also von verschiedenen Missionen abgebaut. Und dann können natürlich so verschiedene Tools, so Enterhaken, an Shuriken, an hier und da. Und dann die verschiedene Wege für Gegner zu kommen oder für sie halt zu killen. Das heißt, du kannst noch entscheiden, ob ich das ein bisschen sneaky machen oder halt bisschen Drop, aber ein direkter Kampf ist nicht so empfehlenswert, weil Gegner sind ziemlich stark, das muss ich schon entweder so, also muss ich von der Mäuscheln, von Hannen oder halt gucken, dass die Lunch könnt. Aber auch ganz interessant und mega cool, du wennst als Nummer 7. Wann in die heute zu umdrehen, für den Nummer 6. Und ja, das ist ein von meinen absoluten Lieblings-Indie-Spielern. Das ist leider so bleibt Nummer 6 gelandet. Mehr, Hotline Miami, mega geil. Und zwar ist das so ein richtig allmodisch Pixelspiel. Also das ist kein Altspiel, ne? Das ist einfach so eine alle Pixelgrafik gehalten. Und zwar geht es darum, dass irgendwie so auf Leute soll umbringen. Du kriegst gesagt, ja, lauf an vorbei. Und dann bringst du den und all die Leute um. Und dann kannst du so eine Maske auswählen, so eine Hingermaske oder eine Wolfmaske, eine Giraffenmaske. Und alle Masken haben so verschiedene Boni, wie du hast schon ein Messer oder du kannst mich schnell laufen oder Gegner fallen mir lieben oder was für so immer. Und ja, man, da lebst du einfach dabei und quasi alles an dem Spiel one-shottisch. Das heißt, muss man entweder dodgen oder gescheit spielen, für das du nicht stirbst. Und ja, und das ist auch eine ganz interessante Geschichte drin, auch ganz tiefgründig auch gehalten, wie ich fand. Und was noch immens rau und im Spiel also der Soundtrack und sonst die erste Spiel startet, dann explodieren die Toren. Zwar das ultra hart und trotzdem hat mir die Musik extrem gut gefallen. Und lohnt sich wirklich schon allein den Soundtrack zu gucken. Ihr könnt das Spiel gucken, aber guckt gleich den Soundtrack und ich persönlich schon den mega aufwand. Von daher so ein mal leider schießt als Platz 6.
Kommen wir zu Nummer 5, und zwar haben wir da Super Meat Boy. Weil also speziell in dem Spiel, man spielt mit einer Fleischkurel, die probiert durch gefährliche Leveln zu jumpen, für irgendwann bei der Freundin zu sehen, wie das halt immer so ist. Voilà, das ist wirklich so ein Geschicklichkeits-Jump'n'Run, weil du immer so die verschiedenen Fallen an den Leveln, wo ihn dann einfach so dran rennt, weil es witzig steht, weil so was, da die Bulldozer gesehen zu zerplatzen, so, ja. Nee, mir war doch dann ganz speziell im Spiel aus Tisch, das große Reiz so für die Level immer mich schnell zu absolvieren, weil halt Zeit gespeichert wird und so. Ja, und war den nur noch so, also war mein echt Indie-Spiel, was ich im Steam kaufen und du findest, das ist durch mich bis mir abgeregelt am Ranking, durch meine Bewertung, und das ist ein verdienter Platz 5. Punkt. Nummer 4 ist mehr klein wie Nummer 5 und hier aber besser, weil mir nur noch ein das. Und zwar haben wir halt Trine. Besser gesagt Trine 2, weil wir just in Trine 2 gespielt haben. So klar gesagt. Weil aber das Trine ist auch so ein Action-Adventure-Game, was aber wirklich richtig abblüht, von den am Koop spielt. Weil da kann ich nämlich so Rätseln, da sind wirklich so viel mehr Rätseln, das sind so auch Kämpfe dran, die sind echt dann nebensächlich. Dass mir dieser Gerät sitzt, wie dann mal weiter könnt am Level und so. Und zu zwei ist mehr witzig, weil da kann ich so mal mega lauter Stapeln machen und dann springt den einer drauf. Und dann ist das mega easy. Und wenn ich allein spielt, dann ist das mega schwer. Und dann war mir zu schwer. Da bin ich alleine nicht weitergespielt. Das ist ein Noob, ja. Nee, wirklich das mehr rau als Coop-Game, richtig witzig. Da wenn es einen Platz für. Op der Platz Nummer 3. Hummer Audiosurf. Und zwar ist ein Rhythmusspiel, ein Musikspiel eben. Zwar geht es darum, dass man den Auto kenne ich schon, auch schon falsch, mit dem Raumschiff quasi ein bisschen Wipeout von PlayStation eben erinnert. So, über den Streck führst, da kommt also so ein Blick. Da kann ich so gehen verschiedene Modien, wo ich entweder die Farbensblick aussammeln muss, an den großen ausfischen, oder kommen immer Farbensblick, und dann muss ich wie bei Candy Crush oder so, dieselbe Farbensblick stapeln, und dann kriegen immer mehr Punkte, desto mehr bei ihnen hört oder so weiter. Und das ist so Combo, man. Und das, was interessant also in dem Spiel, ist, dass du da so mit deiner eigenen Musik kannst machen. Und zwar nicht mit irgendwelcher Musik, aber du kannst wirklich die Musik wählen. Das heißt, an dem PC ist irgendwo, neben dem XXX-Ordner, irgendwo Musikordner, du gehst dann dran, hältst die Musik, kopierst alle ran, beziehungsweise kannst am Spiel das aussichten gehen. Und da kannst du von Teletubby Intro-Song bis auf Black Sabbath, bis auf 50 Cent, alles lauschen, gell? Also den Info-Team-Song, Intro-Song kannst du so lauschen, das ist immer krass. Und du willst du mal entschieden, da Platz Nummer 3 zu setzen, weil uns das extrem gut gefällt und uns wir bis zum viel und Musik gerne. Ich weiß nicht, was direkt macht, ne? Ja, scheinbar. Op der Platz Nummer 2 ist mein absolut favorite Indie-Game. Und das leider ist der Platz 2. Ich kann euch aber erklären, was geht. Und zwar ist das Deponia. Mittlerweile sind wir bei Deponia 3 schon, als die letzten aus der Trilogie, also 2013 rauskommen. Und zwar geht dann im ganzen Spiel drin, dass Deponia als Müllplanet. Und ja, der Deponianer Rufus, den er einfach den sagt, der will fort. Der will an Elysium ist eben auch aus dem Griechischen überholt. Welt, wo Menschen hier wollen, wo Leben gut ist und so. Und hier will du hin. Und da kommen noch 2 Kontrolleure für zu gucken, ob dem Hohen ja überhaupt noch Leben ist. Und er verknallt sich ein bisschen so an einen von denen. Und ja, das ist da sein Ziel, weil das Mädchen hier auch Goal, war ein Zufall. Und ja, da geht es darum, für eben die Hauptgeschichte geht einfach darum, mit dem Goal dann auf Elysium zu kommen. Und da sind extrem viel witzige Szenen dran und extrem viel schwere Rätsel noch, wie ich fand. Und ja, es sind 3 schon gespielt, den und 2 Hunde aber schon. Und für ein bisschen zu spoilern, muss ich euch aber sagen, dass ich auf meinem Let's Play-Kanal Klela Hunde geben, unter anderem Haut der Erlaubniscode für, also Haut Abholdach, der Erlaubniscode für Deponia zu Let's Playen. Von daher werdet ihr das auf meinem Let's Play-Channel gesehen. Und ich hoffe, der guckt da ran, Links sind in der Beschreibung von der ersten Episode. Und ich hoffe, gefällt euch. Von daher gucken.
Op der Nummer 1 Humor Castle Crushers war das man so comicartischen Actionfighter wo richtig an Koop opblüht weil man bist du Feierleit Bildschirm diese Sto zerklappen mal die anderen Leute zerklappen an ein sich selber zerklappen so an alles zerklappe was du nicht mehr könnt dann hast dann so ein bisschen so ein ultra gewollt wo käse ich mir rumfand mit das mega witzig zum muss was nach mal Leute spielt sie Kiplange wie das Spiel geht das einfach nach mir witzig weil verschiedene sich frecklar so wow, wir sind ja schon so und das wirklich mega fun und noch so als Spiel wirklich mega cool weil das so Level-System das lauter verschiedene Charakteren die einer Skills tun an einer Stärken und anheuern do das ist wirklich eine von Menge Favorites an Laurent auch weil das fände Nummer 1 Kind ha mir das wirklich der Wert kannst auch gut mir viel die ganz in die Games nicht so da mehr der auch nicht da dann also wirklich auschecken das wirklich der Wert für bist so Party zu machen kommen wir bei der nächste und zwar kleine Geschichtsstory hat mehr von mehr und ich und zwar für uns ein Jahr oder so hat Laurent so ein Wettlaufen wenn er sich beim Diablo 3 Hardcore mit dem Charakter stirbt die spielt zu 2 gespielt bla bla sind dann bis bei der Belial kommen wo man der Plaque schon rumgelaufen sich für das irgendjemand endlich stirbt ja und ist ein echter gestorben und immer gesagt da ging ich eine Bestrafung kriegen Demos sollte das sind das sollte Hello Kitty online spielen mir etwa du nicht so dat du wennst du man dann du irgendwie eine Bestrafung nur geholt an dieser nur geholt gehen hin mich gezwungen und zwar muss ich an einem League of Legends Game nicht mehr Französisch schwatzen an wem ich kann wisst oder die Baschen am Französisch sehen der Tisch du sind pur ganz interessante Sachen dabei rauskommen das ganze Video könnt ihr eigentlich auch gucken wann ihr wollt heilig pur Ausschnitte raus okay mal dann außerhalb der Bestrafung von dem Diablo 3 TFT do die man Demo hatte für einem Jahr und zwar der wir just Französisch schwatzen an wenn ich kein Anglizisten benutzen alors c'est moi qui est le jongleur et oui je vais pas parler beaucoup là Forestier. Ja, le forestier. Le forestier. Ok. Alors je prends quoi là le U-Coco. Je prends le Scarna. C'est quoi? C'est A. C'est oh frac. Oh frac. C'est quoi ce mot? Oh frac, je sais pas. Ok. Est-ce qu'il est AD ou AP? Le Scarner. Vite. Il est vite. le tank. Vite. Vite. Pour tank, go. Puta caray. Ah, Du musst pardon. den Schuh nicht gehen, gell? Pute Penis. Dung. Also Jungs, Ziel aus kein Objektiv zu hören. Du meinst eine Stunde lang rauszuhören. Ok. Oh, le sound, il est trop sound. Ja. Trop So soundé. was, ja. Ja. Gibt doch nur so, wie das nicht sein. Ja. Ja. Alors, je commence avec quoi là? Ah, c'est en anglais, je comprends pas ça. Und du fängst an, Junge, Junge. Scarner is shielded for 70. Ah, quoi? So, du fängst. Ah oui. Ok. Alors moi je viens en top. C'est qui en top? Là-haut là. Je viens là-haut. Là-haut. Ah non, je suis oui, je suis pas français. Je suis pas utile jusqu'à la 6. La 6, das ist nur ein Tankstelle. La 6, quel moment. Moi je suis un scorpion et moi je suis très content. Oh Gott. Was richtig Gangster-Rapper. Ah oui. Je viens des banlieues de Paris là. J'ai fait du peur là. Pam 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 pam. Pardon. Bum 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 bum. Ich Bum lehne bum. doch rein. Ah!
Push schon Ulti. Je pisch. Willst du mal da helfen? Oh. Ah gut, ich komme nicht wie weit. C'est bon. Non, dégage, toi. T'es fou. Christian. C'est quoi que je parle ici? Oh, sie noch gehen. Wie Spaß. Oh, mais c'est bon. Alors, Mega dumm. c'est tout. Merci pour regarder. Et voilà. Maintenant, c'est à Laurent de faire un truc. Ou peut-être encore une fois à moi. Là. Tschö. Okay, nur dem also François halb bis League of Legends gespielt wird, kommen wir auf den neuen Bereich. Und zwar den neuen Bereich, wo man lo füllen mit den Wetten, wo man auch schon wo man einen hatten. Und wir wollten noch weiter überholen von da hier. Haben wir uns gedacht, dass immer ein dem anderen eine Challenge setzt. Und dann dem Novell ob die Challenge gepackt oder nicht. Wenn sie nicht gepackt wird, dann kriegt den nicht gepackt wird, eine Strophe. Aber wenn sie gepackt wird, dann kriegt den Challenge gesagt und eine Strophe. Von daher haben wir alle Episoden eine kleine Challenge dran und auch eine kleine Bestrafung. Und du weinst, gehen wir da weiter bei der nächsten Clip. Das hast du schon eine Challenge gesagt und gucken mal, wie ich mich mache. Naja, wir sind heute bei der Wette. Und das hast du eine Challenge gesagt. Ich weiß nicht, was für Spiele das, ich weiß nicht, was ich machen muss, ob ich wirklich da springen muss. Ich will ein Gamecube mal nicht. Mal gucken, was das geht, aber ich von uns ja nur bestraft wird. Von daher holen wir schon das Stoff, die Anstellungsstrecke, gell? Ja. Okay. Okay, Super Mario Sunshine, jetzt sind wir direkt erkannt. Yes. Hallo Leute. Starten direkt dort an. Okay. Doch, noch dort. Sagen wir mal, ich gucke. Was hat du Lava-Level? Nee, das ist einfach so. Ah, nee, das ist einfach so Sprung-Level. Ja, das ist einfach Sprung. So. Okay, Super Mario Sunshine. Also, für noch weiter zu erklären, muss ich nicht. Hallo. Eine 30 Sekunden Zeit für ein Ding zu packen. Das heißt, geht quasi just durch, wenn es nicht stirbt. Oh, ich muss. Alles bestimmt auch wichtig. Oder viel springen. Ich muss so Speedrun haben, weil er nicht so gut fällt. Okay, es sieht halt. Geh mal ran, ich weiß, wenn ihr das startet. Also. Ja? Ja. Komm. Den Dingen. Ja, da könnte ein Farbe Mario und dann. Geht direkt los, ne? Also, du sagst nicht verpisst. GG easy. Ja. Okay, das ist halt genau der Gedanke. Geht natürlich, okay, tipptopp. War viel zu übel. Du musst aber schneller gehen. Okay. Ma. Sind sie nur lohnen können, halt den? Ja. Du hast schon geschossen. Ja. Tipptopp, aber ich probiere da mal nicht. Also Zeit das River, nee. Das ist Loriva. So muss ich probieren. Okay, bon. Too bad, ich bin weg nicht auf. Okay. Machen wir von weiter. Also, ich weiß nicht, wie viel Zeit ich so hören. Okay. Ich kann auch von einer schwätzen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich so hören. Dass man Level um ganz gesehen hat? Ja. Da war was die Platz, wo bis mir. Da kommt jetzt egal. Easy, Ah. easy. Ah. Du wäre 1 Minute drüber und 1 Minute wäre zu lang. Weil davon, also, ob du hast easy. Das ist nicht unbedingt. So. Naja. Das ist Dann, plus Game Over, ja. so gute Game Over und schnell hingekriegt, ja, an einer Minute. Okay. Und ja, und Challengers leider extrem gefailt. Und dann, ja, so schön. Das heißt, Technologie ist bestraft. nächsten Monat. Also ich gebe bestraft, Ah, und das muss man weisen am nächsten Monat. Nicht nächsten Monat, der geht leider der Januar. Aber, ja, der Dezember ist zu speziell, da kann man das nicht machen, das ist am Januar. Und was soll man da Challenge? Das ist immer dann schon. Nee, das ist von der nicht überlöst. Ja, okay, das ist gut. Boah, dann sehen wir das auf Facebook. Schreiben wir da hin, was ich Bestrafung muss gehen. Und dann kann ich auch während der Zeit, während ich das muss machen, vielleicht Updates haben, indem du willst, ob es lang ist oder ob es kurz ist. Und naja. Das war dann noch schon für Info, von daher kommen wir
bei der Rest gucken wir wie weitergeht. Yo, what up? Das war es von dieser Episode. Und das war für mich. Ich kann auch mit schwatzen, schon genug geschwärzt haut. Ich gehe mich lehen und ich gehe schlafen. Nicht? Naja, ich habe noch eine kleine Ankündigung zu machen. Und zwar könnt ihr auf unsere Facebook-Seite gehen, könnt ihr liken, da könnt ihr uns in Kommentare schreiben, was abgeht. Und dann habe ich eine ganz kleine Überraschung, beziehungsweise ganz kleinen Teaser auf den nächsten Monat. Es wird extrem, extrem interessant und extrem speziell. Von daher, gesehen als nächsten Monat. Vielleicht. Brrr.